Herzlich willkommen zum Sonntagsgespräch auf WLAN 24. Heute geht es um Käse. Bei mir zu Gast ist Ladina Lötscher und der Martin Büchi von Bio-Käserei Prättigau im wunderschönen Jenatz. Ich darf das sagen, ich bin dort aufgewachsen. Ihr habt hier also ein mega lässiges Projekt. Und zwar habt ihr die Kühe in den Mittelpunkt gesetzt von eurem Produkt. Also, es gibt im Coop und in unterschiedlichen Läden gibt es jetzt überall so Frischkäse mit den Kühen drauf, vorne drauf. Also wie ist die Idee überhaupt entstanden? Also müsste ich zuerst, wenn ich das darf, eine kleine Korrektur machen. Es ist nicht ein Frischkäse, es ist ein Weichkäse. Es ist ein Weichkäse, ja, das ist noch gut, gut zu wissen. Du bist der Fachmann da. Ich bin nur der fragt. Ja. Ein Weichkäse, ja. Also was ist, aber der wird auch gestrichen, nehme ich an, oder? Nein, also wenn man ihn lang genug reifen lässt, in der Wärme wird er irgendwann streichfähig. Nein, das ist eigentlich, den kann man schneiden, Stückchen abschneiden und so essen. Mhm. So Caprice di Dieu-mäßig, so ein bisschen in die Richtung. Von der Konsistenz her vergleichbar mit einem Camembert, vom Geschmack her nicht. Ja. Ja, es gibt nur eins, wir müssen das probieren. Ja, den muss man definitiv probieren. Was ich mich ein bisschen gefragt habe, wie ist denn die Idee entstanden, dass er jetzt hier Prättigauer Kühe porträtierend, also vorne drauf tönt, und im Internet findet man ja noch wie so ein paar Hintergrundinformationen zu diesen Tieren. Ja, die Geschichte dazu, oder die Vorgeschichte ist ja so, dass wir vor allem auf Schaf- und Geissmilchverarbeitung ausgerichtet sind, dass aber die Schaf- und Geissmilch nur sehr begrenzt verfügbar ist, dass unsere Käserei nicht an der Kapazitätsgrenze ist und dass um die Käserei auszulasten, sind wir auf der Suche nach Produkten, die wir herstellen können. Kühmilch ist verfügbar, wir haben auch Genossenschaften, die Kühmilch produzieren. Also haben wir ein Produkt gesucht, wo wir die Kühmilch im Tal veredeln können, dass sie nicht einfach in den Kanal der Industrie abfließt. Mhm. Was ich mich ein bisschen gefragt habe, ich nehme an, wenn man jetzt so Käse macht, macht man das ja, wenn man grossen Käse. Wie schwierig ist es da, oder ist das überhaupt gar nicht möglich, um jetzt wirklich nur die Milch von der einen Kuh zu nehmen? Also das ist jetzt nicht nur Kuhmilch vom Bambi drin, oder in dem Käse, nehme ich an, oder? Nein, das ist also wirklich so zu verstehen. Da drin in diesem Käse steckt auch meine Milch vom Bambi. Mhm. So, also das ist wirklich die Milch aus dem Prättigau. Das ist niemals nur von der Kuh, aber von der Kuh ist auch ein Anteil drin. Mhm. Genau. Und die Kühe sind einfach die von diesen Genossenschaften, die wir haben, von diesen drei, die wir vorstellen. Mhm. Und das ist jetzt, du hast gesagt, jetzt aktuell haben wir 5 verschiedene Kühe, die vorne drauf sind. Da kommt jetzt jeden Monat eins mehr dazu, oder wie? Genau, das ist so geplant, dass jeden Monat wieder eine frische Kuh porträtiert wird. Mhm. Wie reagieren die Kunden auf das? Also ist das etwas, was noch gut checken? Ja, das ist natürlich erst im Aufbau. Direkt Rückmeldungen haben wir noch relativ wenig. Aber die Idee, das Ziel ist ja schon, dass wir die Geschichte, das sind ja Familien dahinter, die mit Liebe und Seele arbeiten. Da ist auch die Kuh ist ein Teil der erweiterten Familien. Und diese Botschaft, wie wichtig das für uns Bauern ist, das ist das, was wir vermitteln wollen. Und so haben wir eine Möglichkeit, weil wir ja gleich im wenigsten Fall direkt mit dem Kunden reden. Aber also persönliche Rückmeldungen haben wir noch relativ wenig, aber wir hoffen natürlich jetzt, dass das noch gut bekannt wird. Also so kommt man über Umweg quasi gleich noch zu den Leuten heim und kann ein bisschen zeigen, hey, schau, so funktioniert das in Prättigau. Ja, das ist das Ziel, dass man das sieht, das sind Familienbetriebe, die das mit Liebe und Seele machen, die in einer Genossenschaft miteinander die Verarbeitung machen. Und da dreht sich alles um die Tiere, um die landwirtschaftlichen Tiere. Und es sind Einzeltiere, darum hat man ja auch die Geschichte vom einzelnen Kühli drauf, die auch auf jedem Betrieb ein bisschen anders, etwas anderes erlebt.
Es sind nicht einfach nur Nummern, es ist nicht Industrie. Wie werden Kühe ausgewählt? Vielleicht? Das ist den Betrieben überlassen, welche Kühe das vorstellen wollen. Also da gibt es keine so öffentliche Castings oder so, Nein, so nein. die am besten Milch gibt. Noch sind wir da nicht so weit, aber das wäre natürlich eine Idee. Wir haben bis jetzt einfach den Familien gesagt, sie dürfen sagen, welche Kühe sie porträtiert haben. Dann gibt es halt natürlich dann meistens so Familienangelegenheiten, das diskutiert man dann am Tisch. Und da kommen dann schon Vorschläge, welche schon und welche dann sicher nicht. Was ihr vielleicht auch gesehen habt, wirklich, der Kunde ist auch noch nicht so gut aufmerksam geworden auf den QR-Code, weil man tut ja dann die Porträts lesen mit dem QR-Code, der auf der Etikette ist. Darum ist jetzt da bei der neuesten Version ist jetzt der Film drauf und Scan Me, weil wir eigentlich eben wirklich sehen, aufgrund von diesen QR-Code-Meldungen, dass die Porträts gar nicht so häufig gelesen werden. Und wenn wir jetzt direkt im Hofladen haben wir das Kästchen auch, die Kunden darauf ansprechen, sehen sie das nicht wirklich auf der Etikette, ohne dass Das man muss sie noch nicht ein bisschen aufmerksam macht. etabliert werden, eine Art, oder? Das ist Ja, ein bisschen, wir haben jetzt auch probiert, wie bei der Zeitung, machen wir jetzt auch seit kurzem immer so mit QR-Code. Ich glaube, die Leute müssen noch so ein bisschen sensibilisiert werden, dass das noch ein Zusatznutzen online bereitgestellt wird. Die Monika schreibt ja die Porträts. Also wie macht sie das? Oder sind ihr dort auch schon dabei gewesen, wenn sie mal die Kühe besuchen geht? So, dass ein bisschen... Ja, also ich bin dort auch immer dabei, bei denen von uns. Zwei sind ja von uns im Betrieb jetzt da schon porträtiert. Und sie kommt heim, will dann vor allem auch mit den Leuten reden, die jetzt gerade die Kuh besonders vorgeschlagen haben vor der Familie. Und dann entsteht die Geschichte daraus. Die Fotos macht Michelle für uns und das ist dann, sie geht Michelle gerade mit Monika mit, dass sie miteinander auf die Betriebe gehen oder sie kommt Michelle und macht einfach dann gerade die Kühe. Also auch dort legen wir viel Wert auf Regionalität. Also, auch Sie zwei sind ja auch aus dem Prättigau, oder? Das ist ein bisschen... ist das auch ein bisschen die Chance, dass man es wieder ein bisschen regionalisiert, das Ganze? Also die Leute darauf aufmerksam macht, hey, schau mal, was wir im Tal überhaupt haben. Wir sind eine kleine Genossenschaftskäserei. Wir wollen ja Produkte möglichst auch in der Region verkaufen. Wir sind ein Arbeitgeber in der Region und wollen darum auch, wenn wir Aufträge zu vergeben haben, die nach Möglichkeit im Tal vergeben. Das ist schon die Überlegung. Ja, wenn wir im Tal Produkte verkaufen wollen, dann wollen wir möglichst die Kreisläufe auch so im Tal behalten, so weit wie möglich. Vielleicht einmal so ein bisschen zur Geschichte der Biokäserei Prättigau. Wie ist es eigentlich entstanden? Wie lange gibt es das schon? Was sind so ein bisschen die Erfolge von euch? Also, wir haben einen Käser einmal von euch im Interview gehabt, der so Medaillen geholt hat mit seinem Käse. Das weiss ich jetzt noch gar nicht, aber so grundsätzlich, wie ist das überhaupt zustande gekommen mit dieser Biokäserei? Geht tut die Käserei als kleine Genossenschaft seit dem Jahr 2000, wo als Einzelfirma ein Käser angefangen hat, Schaf- und Geissmilch im Tal zusammenkaufen und auf eigenes Risiko verarbeiten. Als er angefangen hat, hat er kein Produkt und keine Marke gehabt, hat einfach mal frech drauf los probiert und ist mit diesen Weichkäse aus Schaf, Geiss und Kühmilch relativ schnell dann durchgestartet. Das war aber noch in der alten Dorfsennerei in Bracke-Natz. Die Sennerei ist schnell mal an die Kapazitätsgrenzen gestoßen. Es war dann das Thema, kann man erweitern, vergrößern. Und das hat sich schnell gezeigt, am alten Standort ist das nicht sinnvoll möglich. Wir haben darum die Genossenschaft neu aufgestellt und wir können die Parzellen an der Hauptstraße kaufen und 2015 den Neubau erstellen, wo wir seit 2016 produzieren.
Eben, ich habe in Erinnerung, oder du hast das auch mal gesagt, dass es halt recht schwierig ist, an genug Geiss und Schafmilch herzukommen. Hat sich die Situation inzwischen ein bisschen entspannt oder ist das immer noch so etwas, wo man Nein, eigentlich als Bauer noch ein mega Geschäftchen machen könnte? Das hat sich nicht entspannt. Man ist dort mal, wo es um die Planung von dem Neubau gegangen ist, von gewissen Szenarien ausgegangen. Wie immer, man nimmt etwas an. Es gibt eine Studie, die vorausgesagt hat, dass in Zukunft mehr Schaf- und Geissmilch produziert werden sollte oder könnte. Und das hat sich nicht bewahrheitet. Da hat sich halt vieles verändert. Auch die Agrarpolitik ist natürlich ganz entscheidend, wo ein Anreizsystem schafft. Und Schaf- und Geissmilchproduktion, das sind intensive, extrem anspruchsvolle Betriebszweige. Und die Politik setzt eher einen Anreiz auf Extensivieren. Und auf diesen Betriebszweigen ist auch das unternehmerische Risiko nicht so groß. Und darum ist es sehr, sehr schwierig, neue Produzenten zu finden. Also setzt die Politik eher auf Milchproduktion der Kühe? Ist das richtig? Nicht einmal explizit Milchproduktion, sondern einfach das fängt an bei der Bewirtschaftung vom Land, wo man möglichst extensiv bewirtschaften möchte. Tendenziell ist der Schwerpunkt bei der Rindviehhaltung. Da ist aber auch die Mutterkuhhaltung, extensives Rindfleisch, ist, wird tendenziell bevorzugt. Man sagt ja immer so, im Prättigau ist eigentlich so gar nicht gross möglich, jetzt Gemüse anbauen und so Sachen. Also es wird dort wirklich halt viel auf Fleisch und Milch gesetzt. Ist das in dem Sinn, ja, ihr habt ja den Beweis erbracht, oder? Dass das Das Prättigau ist wie die meisten Regionen im Berggebiet, das ist Grünland, das ist traditionellerweise Viehwirtschaft in irgendeiner Form und alles was andere Produkte, Gemüse, Getreide, Obst, das sind Nischen, die punktuell erfolgreich sind, die aber nicht die Menge ausmachen. Ist auch so die vegane Bewegung, wo so Kühe so Käse ohne Laktose will, ist das auch so ein bisschen eine Nische oder könnte man dort als Käserei heutzutage noch ein bisschen Geld machen? Ja. Das ist gerade eine riesige Frage. So. Ja. Aber ja, ich erlebe es einfach extrem viel, dass auch in den Läden je länger, je mehr auch so vegane Käse angeboten werden. Also das ist sicher ein anderes Kundensegment. Und dort steht halt einfach eine industrielle Verarbeitung vom Rohstoff am Anfang. Ob das Soja ist oder ob das Erbsen sind, das ist halt das Produkt. Das Ausgangsprodukt kann man nicht einfach in ein Käsekessel tun und dick machen, sage ich jetzt vereinfacht. Dort ist ein industrieller Verarbeitungsprozess und das ist bei uns nicht möglich. Und es ist ein anderes Kundensegment, das hat sicher seine Berechtigung. Aber in dem Bereich, wo wir da tätig sind, wo man ja die Regionalität will, wie ich vorher gesagt habe, die geschlossenen Kreisläufe, da gehören halt die Produkte, da gehört eine naturnahe Milchproduktion, das steht im Zentrum. Also ist das bei euch nie auf der Agenda, irgendwie, dass er vielleicht auch noch in diese Nische oder dort... Also es gibt kein Tabu, aber das ist wie etwas, das kann man auch nicht einfach im gleichen Produktionsraum machen. Das sind ganz andere Verarbeitungsprozesse. Das würde zuerst grosse Investitionen bedeuten. Das ist immer die Frage, ist das unsere Aufgabe? Können wir das? Sollen wir das? Momentan sind wir der Meinung, nein, wir wollen uns auf das beschränken, wo wir können, wo wir glaube auch dürfen zeigen mit diesen Produkten. Ja. Ja, und wo der Rohstoff auch verfügbar ist. Weil, wenn wir vegane Produkte machen wollen, hätten wir mal keinen regionalen Rohstoff. Ja, plus und ist dann auch noch schwierig, also CO2-Bilanz so mit herfahren im Ganzen, oder? Wie lange läuft das Projekt noch? Also es kommt jetzt jeden Monat ein neues dazu. Gibt es so am Schluss irgendwie 50 verschiedene Kühe oder was ist so das Ziel schlussendlich mit dem ganzen Projekt?
wir sind ja jetzt mit dem Projekt einfach beim Coop drin und in den Hofläden der Genossenschafter und der Biokäserei. Und dort ist jetzt einmal sicher also ein Jahresdurchlauf geplant mit 12 Kühen. Und wie es weitergeht, ist auch abhängig davon, wie das Produkt beim Kunden ankommt und ob es gekauft kommt. Das ist dann wieder ganz entscheidend, wie die Nachfrage ist. Ja. Sonst Das ist nicht primär befristet. Ideen gibt es noch viele und Kühe hat es noch einige rum. Ja, aber sicher jetzt einfach mal ein Jahr ist eine feste Dauer. Eben vor einem Jahr habe ich mal noch mit dem Sommer geredet und er hat dort irgendwie so Auszeichnungen gekriegt für den Käse. Haben Sie so etwas dieses Jahr auch gehabt? Oder ist das vielleicht gar nicht so der Fokus? Also hat sich der Fokus jetzt mehr so auf das Lokale, Regionale? Das ist dort einfach eine Möglichkeit, die man wahrgenommen hat. Es ist aber nicht so, dass wir irgendwelchen Auszeichnungen und Wettbewerben anrennen. Das ist nicht ausgeschlossen, dass man wieder mitmacht. Aber, ja. Aber man macht ja irgendwie Käse, um ein gutes Produkt zu machen und nicht zum Preise gewinnen, oder? Das ist das, was ich auch sagen wollte. Im Zentrum steht, dass wir gute Produkte herstellen und wenn es gerade Gelegenheit gibt, um das zu präsentieren an einem Wettbewerb, macht man es sicher gern. Aber es ist nicht so, dass wir in erster Linie auf irgendwelche Wettbewerbs- und Auszeichnungen hinschaffen. Nein, super. Eben, du hast gesagt, in den Hofläden und im Coop gibt es das genau, im Produkt? Coop in Mascherenpark, Filialen. oder? Ja, genau. Schiebli Mascherenpark ist das Ja. erhältlich im Prättigau. Ja. Genau. Das Klostersau. Küblisch? Kübel ist jetzt nicht im Sortiment. Also, dann da haben wir Mail. Ja, nein, dann Genau. hoffen wir, dass das weiter rege genutzt und gekauft wird. Danke, dass ihr da gewesen sind. Ja, ein mega schönes Projekt vorgestellt haben. Schauen noch mal rein. Ja, und lernen die lässigen Kühe aus der Region kennen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Das war es schon vom Sonntag.